Habe die Ehre. Ich möchte mal was loswerden, was mir in den letzten Tagen in die sozialen Netzwerke immer öfter begegnet und ehrlich gesagt ein wenig als sauer aufstößt. Und zwar geht es um diese Boykottaufrufe dem Onlinehandel gegenüber. Also diese Postings, in denen gesagt wird, du sollst jetzt nicht online bestellen, sondern warten, bis die Geschäfte wieder offen haben. Ich verstehe, dass das gut gemeint ist, ich verstehe die Idee dahinter und ich finde es ja richtig und wichtig, dass man Ladenbetreiber unterstützt. Darum geht es nicht. Aber diese pauschalen Boykottaufrufe vergessen einen Umstand, nämlich dass hinter jeder Online-Firma auch eine Familie steht, die weiterleben will und Mitarbeiter stehen, die ihre Familien weiterversorgen wollen. Wisst Deutschland lebt vom Mittelstand. Das ist auch im Onlinehandel so. Da ist nicht alles Großkonzern. Die breite Masse der Betriebe im E-Commerce sind kleine Firmen, sind mittelständische Betriebe in deiner Nachbarschaft. Die schaffen Arbeitsplätze in deiner Region, die zahlen Gewerbesteuer in deine Gemeindekasse. Die sind bei dir ums Eck und haben es nicht weniger verdient, dass man bei einer einkauft wie kleine Firmen im stationären Bereich. Also diese Unternehmer in einen Sack zu schmeißen mit E-Commerce, Riesen wie Amazon und so weiter und zu verurteilen, das war halt so, als darfst du den Ladenbetreiber aus der Innenstadt mit einem Handelsriesen wie der Metro AG oder Filialisten wie H&M in einen Sack schmeißen und draufhauen. Also die überwiegende, was ich sagen will, die überwiegende Zahl der Betriebe im E-Commerce sind kleine Firmen, Selbstständige, Einzelkämpfer, Kleinbetriebe, mittelständische Betriebe, die finanziell und personell nicht anders aufgestellt sind als Betriebe im stationären Umfeld. Ja. Die müssen genauso schauen, wo es bleiben. Und der Onlinehandel ist nicht weniger wert als der stationäre Handel. Und wir sind auch nicht die Bösen. Ja. Also das muss ich schon mal ganz klar so sagen. Und ich empfinde diese öffentlichen Aufrufe, diese pauschalen Aufrufe auch nicht als solidarisch. Solidarität schaut anders aus. Ja? Unser Solidarsystem finanziert sich aus Steuern und die Steuerlast in Deutschland wird zu einem ganz erheblichen Teil von den mittelständischen Betrieben und den vielen kleinen Betrieben geleistet, zu denen auch wir im Onlinehandel gehören. Und wenn jetzt schon viele Firmen nicht mehr aufmachen dürfen und dadurch keine Umsätze haben und keine Steuern ins Sozialsystem einzahlen, dann ist es doch völliger Irrsinn, bei den verbleibenden Firmen, die noch verkaufen dürfen auf dem Versandweg, dass man bei denen auch keine Umsätze mehr macht. Dann fließt ja noch weniger Geld ins Sozialsystem. Und wenn jetzt wir im Onlinehandel auch noch in Kurzarbeit gehen müssen oder vielleicht sogar Mitarbeiter aussteigen müssen, ja, dann lastet ja noch mehr Last auf dem Sozialsystem. Das haut doch nicht hin. Mit unseren Steuern werden ja die Hilfen bezahlt für diejenigen, die jetzt dann nicht mehr arbeiten dürfen. Also Leute, kauft weiterhin ein, auch online natürlich. Lasst euch die Shoppinglaune nicht vermiesen, sondern haltet die Wirtschaft von daheim aus am Laufen. Nutzt die Zeit in der Ausgangssperre dafür einmal kleine Online-Shops zum Suchen, die ihr bisher nicht auf dem Schirm gehabt habt. Kleine Firmen mit spannenden Sortimenten, mit tollen, schönen Produkten, die euch jetzt daheim bleiben auch versüßen können. Ja? Also es ist eine Chance, eine neue Vielfalt kennenzulernen. Übrigens auch Lebensmittel und Haushaltswaren könnt ihr von daheim aus bestellen im Onlinehandel und entlastet damit die völlig überstrapazierten Supermarktangestellten. Und ihr vermeidet noch mehr Sozialkontakte, was wir momentan alle da sollen. Also bleibt daheim, lasst euch die Shoppinglaune nicht vermiesen, kauft ein, was ihr wollt, lasst euch von niemandem da ein schlechtes Gewissen machen, wenn ihr online bestellt. Es ist alles in Ordnung und unterstützt uns alle. Bleibt gesund und danke fürs Zuhören. Pfiat euch.